heute geht es um die Message von Philadelphia, was Jesus der Gemeinde in Philadelphia geht, eine der 7 Gemeinden aus den Sendschreiben. Und Philadelphia heißt Bruderliebe, aber ausgerechnet in dieser Stadt sind die Christen von ihren Brüdern, den Juden, ausgeschlossen worden. Und Jesus geht so deutlich in diese Geschichte hinein, in das, was sie erleben. Und die Frage ist, macht er das nur damals oder macht er das vielleicht auch heute, dass er dich so genau dort abholt, in deiner Situation, wo du bist. Und dem gehen wir in dieser Message auf die Spur. Ich freue mich darauf. Wir sind heute bei der Kirche oder bei der Gemeinde von Philadelphia und ich möchte aber ganz zuerst ein bisschen einen Blick auf diesen Schreiber von diesen Sendschreiben werfen, weil das ist ja Johannes und man sagt, es ist der gleiche Johannes wie von den Evangelien. Das bedeutet, er ist einer der 12 Jünger, er ist ein Prophet, er ist auch ein Hirte, ein Pastor würde man sagen und er ist auch ein Künstler, weil er malt uns ja Bilder. Mit diesen Sendschreiben malt er uns Bilder, aber nicht nur mit diesen Sendschreiben, sondern er hat uns ja auch Bilder gemalt in seinem Evangelium. Also, und er ist auch ein Schriftsteller, weil er hat eines der Evangelien geschrieben, 3 Briefe und dann noch die Offenbarung. Also das muss ein besonderer Mensch sein. Schon als Kind habe ich gedacht, bei dem Johannesevangelium liest man, das ist der Jünger, den Jesus liebte. Da habe ich mich immer gefragt, also so sprachlich bin ich jetzt nicht so gut bewandert. Heißt das jetzt, dass Jesus sagt, er ist der Jünger, den er liebt, oder sagt er jetzt von sich selber, dass Jesus ihn liebt? Jedenfalls fand ich das recht eine mutige Aussage. Und dieser Johannes hat etwas Faszinierendes an sich, weil er ist der Einzige, der die 7 Ich Bin von Jesus, die 7 Aussagen nimmt und in seinem Evangelium so beschreibt. Also Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der Hirte. Und er malt uns damit sozusagen Bilder, wer Jesus ist. Und es ist immer mit einer Verheißung verbunden, was da kommt. Also wer das Brot isst, der wird nie mehr wieder Hunger haben und der wird das Licht des Lebens haben und so weiter. Das könnt ihr alles im Johannes nachlesen. Und ausgerechnet Johannes, der die 7 Bilder malt, nimmt auch wieder 7 Bilder von der Offenbarung. Und ich liebe das eine Bild, das man so bildlich darstellt, was er eigentlich beschreibt am Anfang in der Offenbarung, wie Jesus mitten in den Gemeinden drin steht. Es kommt dann. Dieses schöne goldige Bild, es wird beschrieben in Offenbarung 1, Vers 12, wo er sieht, der Johannes sieht und er beschreibt, das ist der mit den goldenen mit den weißen Haaren, mit diesen Feuerzungen, mit diesen leuchtenden Augen, mit diesen Füßen, die sind wie Bronze und mit diesen 7 Leuchtern in den 7 Städten. Und es fällt mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass dieser Jesus hier in unserer Mitte drin ist, mittendrin, weil er ist hier auch so mittendrin. Und das sind die Bilder, die uns Johannes malt. Und ein weiteres Bild ist das Bild, das er beschreibt, wenn es um die Gemeinde in Philadelphia geht. Und wir horchen mal, was Gott, Jesus, den Gemeinde von Philadelphia sagt. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen, und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber du hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht. Dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du meinen Befehl befolgt hast. Geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt.
Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wow, das ist der Brief, den Jesus an die Gemeinde von Philadelphia schreibt, und wir haben das gehört und das symbolisiert, weil es geht in diesem Text auch um die Tür, da komme ich später noch drauf zu. Das haben wir gehört, wir haben diesen Text gehört, aber dieser Text fällt uns vielleicht nicht schwer, ein Bild davon zu machen. Also ich habe Tür in 3 verschiedenen Formen hier auf der Bühne, weil wir hören das Wort Gottes, wir beginnen es zu sehen, wir beginnen eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Wort Gottes aussieht, was er jetzt zum Beispiel an die Gemeinde richtet. Die Gemeinde sieht das und dann, das ist die Tür, ganz praktisch, das ist, was es für unseren Alltag bedeutet. Also wir hören das Wort, wir beginnen ein Bild davon zu bekommen, dann wir spüren das, wir haben einen Bezug zu unserem Alltag und genau das hilft uns, Antwort zu geben in unserem Alltag. Das Zepter, was mich in seiner Message gebraucht hat, das steht für Gebet, das steht für unsere Antwort. Und das fasziniert mich, wie deutlich und wie klar, dass Jesus in die entsprechenden Gemeinden hineingesprochen hat, wie persönlich und wie direkt, dass er ihre Situation aufgenommen hat und damit eine Botschaft vermittelt hat, nicht nur etwas, was sie hören, aber irgendwie nicht sehen und nicht fühlen können, sondern sie haben es gehört, sie haben es gesehen, weil ihre Umstände waren so und entsprechend konnten sie Antwort geben. Und das ist mein erster Punkt. Jesus spricht deine Sprache. Er spricht zu dir persönlich. Die Bilderwelt, die Johannes beschreibt in der Offenbarung, ist auch eine Bilderwelt, mit der Jesus dich berühren möchte und abholen möchte. Es steht in Offenbarung 3, Vers 7, schreibe an der Engel der Gemeinde in Philadelphia. Und da möchte ich mal stoppen. Jetzt musst du dir vorstellen, Philadelphia heißt Bruderliebe. Und die Stadt ist gegründet worden von einem, ich kann es auch nachlesen, der Name ist zu kompliziert, ich habe ihn nicht geübt, sorry. Also es ist ein König, der Zweite, und er hat die Stadt Philadelphia aufgebaut aus Liebe zu seinem Bruder und deswegen hat er die Stadt Bruderliebe genannt. Das ist ein schönes Bild, Bruderliebe. Es bekommt noch mehr Bedeutung, wenn man weiß, dass die Juden die Christen ausgeschlossen haben. Die Christen wurden also von ihren Brüdern, den Juden, ausgeschlossen aus der Synagoge. Und da beginnt schon die erste Bildsprache mit der Bruderliebe. Und weiter geht es an die Gemeinde, schreibt er. Und Gemeinde, das kommt vom Wort Ekklesia und das heißt gesetzgebende Versammlung. Also das ist so eine politische Redeart und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass er uns als Gemeinde, und jetzt schaut euch mal um, dass er uns herrschende Macht gegeben hat. Autorität ist uns anvertraut. Und hier kommt wieder dieser Stab zum Zug. Autorität ist uns als Gemeinde anvertraut. Er sagt auch, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Und wenn sie um etwas bitten, dann wird er es ihnen geben. Das ist das, was die Gemeinde ist. Und das ist wichtig für das, was nachher noch kommt. Um dieses Bild vor Augen zu haben. Wir haben eine herrschende Macht mit Bruderliebe. Und was mich fasziniert ist, dass Jesus sich so individuell für jede Gemeinde vorstellt. In Offenbarung 1 haben wir sozusagen das ganze Bild, wer Jesus ist, und den Gemeinden bringt er immer ein Stück von diesem Bild. Du kannst alle Messages nochmals nachhören, zum Hören, was denn das Bild genau bedeutet.
Ich gehe ganz kurz durch. Ephesus heißt Darling, also Liebling. Diese Stadt heißt Liebling. Und ausgerechnet in dieser Stadt ist ja die Herausforderung, die erste Liebe, die sie zu Jesus verloren haben. Dann die nächste Stadt heißt Smyrna, oder so habe ich es mir aufgeschrieben. Das heißt, das kommt von Myrrhe oder das kommt auch vom Leiden. Und in dieser Stadt sind die Christen verfolgt. Und dann die nächste Stadt ist Pergamon. Und Pergamon ist da, wo sich Jesus mit dem doppelschneidigen Schwert vorstellt, was ja ein Bild ist für das Wort Gottes, und sie haben Probleme mit der Lehre. Und dann weiter geht es in Sardes, was Leo letzten Sonntag gepredigt hat. Diese Kirche heißt, also Sardes heißt Erneuerung, und in dieser Kirche ist das Problem, dass sie tot ist. Also du merkst, irgendwie hat das Ganze einen Zusammenhang. Und Philadelphia, wie ich es schon gesagt habe, heißt Bruderliebe, ausgerechnet in der Stadt, wo sie ausgeschlossen wurden von ihren jüdischen Brüdern. Und Jesus spricht so eine direkte Sprache. Und meine Frage ist, denkst du, dass er das nur damals gemacht hat? Weil ich finde es einfach bezeichnend, wie 1:1 das passt. Die Leute haben das gewusst, was es heißt, ausgeschlossen zu sein in einer Stadt der Bruderliebe. Sie hatten ein praktisches Beispiel, sie haben darin gelebt und Jesus spricht sie so an. Und glaubst du, dass er das nur damals gemacht hat? Oder könnte es sein, dass er heute noch so persönlich und so präzise genau zu dir spricht, mit dem, was du hörst, durch das, was du siehst, durch das, was du im Alltag erlebst, damit du darauf antworten kannst und, wie man so schön sagt, das Zepter in die Hand nehmen kannst. Ich glaube daran. Ich glaube, dass Jesus noch so persönlich zu uns spricht. Ich habe es erlebt vor ein paar Wochen. Ich war in den Vorbereitungen für diese Message und jeden Mittwochmorgen habe ich ein Treffen mit meinen Freundinnen aus Wien, aus München, aus Bern, und wir beten zusammen für eine halbe Stunde. Wir tauschen auch aus, und dann haben die zwei Freundinnen, die eine von München und die eine von Wien, haben gesagt, was gerade läuft in ihrer Stadt. Und in Wien waren sie gerade in der Woche, also Mittwoch, und am Freitag und am Samstag war dann die 10-Jahresfeier vom ICF Wien. Und ich weiß, was sie alles durchgemacht ist, genau. Also ich nehme jetzt mal das Wort, weil es hat sie viel gekostet. Und wir haben gedacht, wow, sie feiern 10 Jahre, das ist ein Sieg. Aber ausgerechnet in der gleichen Woche war bei den Wiener Festwochen wurde Sancta aufgeführt. Ich habe nichts gehört bis zu dem Zeitpunkt, aber Ilana hat mir kurz erzählt und hat gesagt, das ist ein Musical oder eine Show, und da sind zwei Nonnen involviert. 2 sind auf ihren Rollerblades und die düsen nackt durch die ganze Gegend hindurch, und oben sind sie als Nonnen und sie fahren da nackt hindurch, und es ist einfach schon recht blasphemisch, aber die Medien, die schreiben, wow, hey, und fast niemand geht da raus. Und um es noch ein bisschen konkreter zu machen, am Schluss machen sie 2 Frauen Sex auf dem Kreuz. Und die Presse jubelt fast, weil das so ein Ding ist, und gleichzeitig ist irgendwie so eine Streetparade, und da gibt es Bilder. Eine von Ilanas Freundinnen ist zufällig mit dem Auto da vorbeigekommen. Sie bringt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, und Ilana sagt, hey, die ganze Stadt ist vermüllt mit einfach, die geistliche Atmosphäre ist beeinflusst dadurch. Frauke ist die Nächste, sie erzählt, ja, wir haben dieses UNUM, wer hat's gehört? Das ist eine christliche Konferenz mit 5000 Leuten, aber gleichzeitig ist der Christopher Street Day, der kommt aus der LGBTQ-Ecke, und mit 500.000 Leuten, und zerrissen werden sie in der Presse bis aufs Schlimmste. Und dann, wenn wir ausgetauscht haben, dann gehen wir ins Gebet. Das haben wir auch an diesem
Mittwoch gemacht. Und ich habe gesagt, ihr Lieben, ich bin gerade mit Offenbarung 3 dran. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir mit Offenbarung 3 beten. Ich habe noch nie mit dem Sendschreibebrief von Philadelphia gebetet, aber wir haben es versucht. Und da steht, ich weiß, was du getan und geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten. Und ich habe es gesehen. Das ist die Geschichte von ICF Wien. Sie fühlten sich klein neben all dem, was abgeht in der Welt mit ihrer 10-Jahresfeier, die vor der Tür stand. Sie fühlten sich klein. Jeder von uns kann das irgendwie nachvollziehen, dass man sich in so einem Moment klein fühlt. Was wollen wir schon mit unseren 10-Jahresfeier? Weißt du, die Stadt, die läuft überall hin und die hat ganz anderes im Kopf. Und Jesus sieht das und sagt, deine Kraft ist klein. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten. 10 Jahre lang haben sie nicht aufgegeben und dich unerschrocken zu mir bekannt. Und jetzt, weißt du, das ist das, was ihre Situation beschreibt. Und das Coole ist, wenn wir das Wort Gottes nehmen und uns ein Bild davon verschaffen und jetzt ein Gefühl davon haben, und es ist nicht zu Ende, es ging weiter und es heißt dann, und dann wurde es prophetisch und dann hat es so eine Kraft, weil wir haben das Zepter genommen und gesagt, und so steht es. Und so ist es. Und es geht da weiter. Es heißt, es werden Leute zu dir kommen, die sich als Juden ausgeben, aber sie lügen. In Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans. Ich werde sie dazu bewegen, dass sie sich vor dir niederwerfen, denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Das ist die Kraft, die sie haben, die wir haben. Und du kannst dir vorstellen, was für eine Kraft und Ermutigung das war, wenn man das Wort hört, ein Bild davon hat und dann merkt, das passt in meine Situation. Das bin ja ich. Und so gebe ich Antwort. Und so reagieren wir darauf. Egal, ob die Konferenz von München so durch den Dreck gezogen wurde in den Medien und die Kraft so klein scheint, im Gegensatz zu den vielen 100.000 Menschen, die sich versammeln für eine Bewegung. Ihr habt festgehalten und es geht weiter. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Und weißt du, so für 10 Jahre möchte ich jemandem dann so meine Glückwünsche weitergeben oder meinen Segen weitergeben. Und ich habe einfach das genommen, was hier steht und habe das über dem ICF Wien, über den Pastoren, über den Leitern ausgebetet und habe gesagt, ja, ihr habt Gottes Wort beherzigt, mit dem er euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch auch in Zeiten der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommt. Und ich überspringe da ein bisschen, da heißt es, halte fest, weißt du, durchhalten und festhalten. Das ist wieder so ein Wortspiel und alle, die durchhalten und der Siegen ringen, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und den Namen meines Gottes auf sie schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes. Das ist die Zukunft. Diese Stadt ist das neue Jerusalem und es geht weiter und am Schluss heißt es, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich bin einfach beeindruckt, wie persönlich, dass das Wort Gottes wird, noch heute mit den Sendschreiben. Wie persönlich, dass es auch werden kann in deinem Leben, weil wir nicht nur Dinge hören, sondern weil wir mit der Kraft vom Heiligen Geist ein Bild dafür bekommen können. Und das Wort beginnt zu leben. Es beginnt unseren Alltag zu beeinflussen und wir können das Zepter nehmen und wir können regieren. Und dann wird die Erde beben, genauso wie wir es in Apostelgeschichte 4 lesen. Wir haben als Gemeinde in unseren Small Groups herrschende Macht und Bruderliebe, damit wir die Belange unserer Stadt beeinflussen können im positiven Sinn. Und der zweite Punkt ist, deine Geschichte
passt in Gottes größeres Bild. Das ist das, was mir der Brief von der Gemeinde an Philadelphia sagt. Weil es geht weiter im Offenbarung 3, Vers 7, der zweite Teil heißt es, das sagt der heilig und wahrhaftig ist. Jetzt stellt sich Jesus vor, wer er ist, heilig und wahrhaftig. Er allein hat als Nachkomme Davids den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Und jetzt musst du dir wieder vor Augen führen, das ist die Gemeinde, die ausgeschlossen ist von den Juden, von ihren Brüdern. Und Jesus sagt, ich habe den Schlüssel. Und das, was ich sage, das zählt. Nicht die Facts, nicht die Umstände, das, was ich sage. Ich bin Ich bin heilig und wahrhaftig. Und Jesus bezieht sich auf eine Bibelstelle im Jesaja 22, Vers 22. Und die Juden wussten, wer das sagt, heilig und wahrhaftig, der nimmt Bezug auf den Messias. Und genau deswegen, weil die Christen in Philadelphia Bezug genommen haben zu dieser Aussage und daran geglaubt haben, wurden sie ausgeschlossen. Und jetzt kommt Jesus, nimmt wieder Bezug und sagt, halt, ich habe einen Schlüssel. Wo ich aufschließe, kann niemand zuschließen. Die Christen sehen eine verschlossene Tür zur Synagoge. Das muss damals schlimm gewesen sein. Dieses Gefühl habe ich nicht in dem Sinne. Und er sagt, er geht auf ihre Not ein und er sagt, er allein hat als Davids Nachkomme den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand zuschließen. Was er damit sagt ist, was du sichtbar siehst, ist nicht die ganze Wahrheit. Und wir wissen bekanntlich, Halbwahrheiten sind auch Lügen. Es ist nicht die ganze Wahrheit, wenn wir bei dem stehen bleiben, was wir sehen, weil es geht weiter. Es gibt auch die unsichtbare Welt und das meint Jesus. Und jetzt musst du wissen, Philadelphia, diese Stadt ist an einem strategisch super guten Ort gelegen. Und diese Stadt bringt sozusagen ihre Mission, rein natürlich gesehen ist der Stadt ihre Mission, die griechische Kultur in die anliegenden Länder zu bringen, nach Asien zu bringen. Also die griechische Sprache, die griechische Kultur, sie ist eine Missionsstadt. Im Natürlichen, weil das sollen sie machen. Sie sollen die griechische Kultur nach Asien bringen. Und Jesus sagt, hey, und nicht nur das, ihr sollt auch die christliche Kultur, meine Liebe, meine Sprache, die Kirche nach Asien bringen. Und diese Tür habe ich für euch geöffnet. Genau das, was eigentlich eure Not ist, dass ihr ausgeschlossen wurdet, die Türe verschlossen, das ist eure Berufung. Ihr habt eine Türe geöffnet von mir, um das Evangelium rauszubringen. Und was für sie gilt, gilt auch für uns. Deine Not könnte ein Hinweis sein für deine Berufung. Also ich möchte gerne mal ein paar Leute aus der Bibel durchgehen. Mose, er wurde vor seinem Tod von Pharao vor seiner Geburt von Pharao zum Tod verurteilt. Und ausgerechnet in Pharaos Haus ist er aufgewachsen, um dann vor Pharao zu treten und sein Volk aus der Sklaverei von Pharao zu befreien. Also seine Not, einen versteckten Hinweis auf seine Berufung eigentlich. Jeremia, zu jung, fühlte sich zu unfähig und ausgerechnet ihn hat Gott ausgewählt, um die Botschaften vom Himmel auf der Welt zu verbreiten. Gideon fühlt sich minderwertig, von Gott vergessen und ausgerechnet er sollte das Volk von den Midianiten befreien, wo er das Gefühl hat, Gott ist sowieso nicht da, aber er braucht ja Gott dafür. David, von seiner Familie vergessen. Die haben ihn vergessen. Nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Seine Berufung war König von Israel. Petrus verleugnete Jesus 3-mal. Der Hinterletzte, seine Berufung war, die frühe Kirche zu prägen. Weißt du, man denkt immer,
So bin ich aufgewachsen, irgendwie habe ich das geglaubt, dass Gott halt immer da, wo man sich am wenigsten fähig fühlt, genau da sollte man reinstehen. Ich bin extrem unsicher gewesen und deswegen scheu als Kind und ich hatte furchtbare Angst, vor Menschen zu sprechen. Ich hatte auch 2 oder mehrere missglückte Auftritte auf der Bühne, also das hat natürlich meine Angst total bestärkt und bestätigt und dann sagt man so, ja weißt du, das was du nicht gut kannst, das nimmt halt Gott, damit er groß rauskommt. Ich sage dir, ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, genau dahinter steckt unsere Berufung. Was ist, wenn der Feind das einfach alles zudecken wollte, weil er genau wusste, dass ich dazu bestimmt bin, auf der Bühne zu stehen und sein Wort zu verkünden. Und er hatte Angst davor, deswegen hat er es zugedeckt. Und was deckt er in deinem Leben zu? Das ist die Frage. Was ist in deinem Leben versteckt hinter einer Not, hinter einer Sucht, hinter einer Schwäche, hinter was weiß ich was? Und dafür wäre dahinter deine Berufung. Und es ist nie zu spät. Und das ist das, was die Gemeinde von Philadelphia mich gelehrt hat und mir beigebracht hat. Siehe, und das gilt jetzt dir. Ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Und jetzt stell mal diese Aussage, wir haben gehört, wie sich das Ganze anfühlt, wir haben ein Bild bekommen. Jetzt nimm deine persönliche Situation und sag, was ist es denn für eine Tür? Ich sehe nur meine Not, ich sehe nur, dass ich ausgeschlossen bin, aber jetzt kommt Jesus und sagt, nein, ich habe den Schlüssel und wo ich aufschließe, da kann niemand anders zuschließen. Das ist seine Macht und das will ich nehmen und mit dem anfangen, die Dinge auf dieser Welt zu bestimmen und sagen, wie es eigentlich läuft. Und jetzt möchte ich dir einfach die Möglichkeit geben, selber in eine Bilderwelt einzutauchen. Und zwar in die Bilderwelt mit der Türe, weil wir sind im Sendschreiben von Philadelphia, wo es um die Türe geht. Und wenn es darum geht, wo hast du ein versteckter Hinweis auf eine Berufung, die noch nicht aufgegangen ist in deinem Leben, dann schließe deine Augen und versuche dir eine Türe vorzustellen. Und ich habe meine Augen ebenso geschlossen, weil wir jetzt den Heiligen Geist bitten, dass er unsere Vorstellungskraft aktiviert und in Bildern zu dir spricht, so persönlich, so präzise, wie er es damals schon zu den Gemeinden gesagt hat aus den Sendschreiben. Was siehst du für eine Tür? Das ist ja ein einfaches Bild. Vielleicht siehst du diese graue Tür, die hier auf der Bühne steht. Es gibt keine falsche Tür. Vielleicht siehst du eine Eingangstüre. Vielleicht siehst du eine Ausgangstüre. Vielleicht siehst du eine Durchgangstüre, ein Garagentor, eine verschlossene Tür, eine offene Tür, ein Tor, so hoch, dass du nicht darüber steigen kannst. Was für eine Farbe hat die Türe? Kommst du nicht raus oder kommst du nicht rein? Schau dich um. Bist du draußen oder bist du drinnen? Bist du gespannt, was hinter der Türe ist? Oder hast du Angst? Bist du eingeschlossen oder bist du ausgeschlossen?
Und Jesus, so wie du in dem ersten Bild mitten in diesen Gemeinden stehst, bist du mitten in meinem Bild, mittendrin. Schau dich um. Du siehst vielleicht das Garagentor vor dir und versuchst da reinzukommen. Wo ist Jesus? Kannst du ihn sehen? Hinter dir? Oder steht er neben dir? Oder kommt er gerade von links auf dich zugelaufen? Zugerannt, wie der Vater vom verlorenen Sohn. Kannst du den Schlüssel sehen, der er in der Hand hat? Kannst du sehen, wie sein Gewand weiß leuchtet? Vielleicht hast du Angst. Das ist normal, weil die Hirten Maria, alle hatten Angst, wenn sie die Engel sahen. Und er sagt, hab keine Angst, ich bin's. Ich möchte dir jetzt einfach Zeit geben, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Sag ihm, wenn du Angst hast, durch die Türe hindurchzugehen. Frag ihn, was die Türe bedeutet für dich. Weil er spricht ganz spezifisch in deine Situation hinein. Frag ihn, was die Farbe der Türe bedeutet. Was es bedeutet, dass du die Türe so klein siehst. Ich gebe dir einen Moment Zeit. Ich glaube ganz fest, dass Jesus mit uns, für dich und für mich heute ein Bild malen möchte von der Türe, wie sie sich verändert, wie die Türe aufgeht, weil er sagt, siehe, ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Und er möchte, dass du eine Vorstellung bekommst, wie die Türe sich jetzt bewegt, wie du mit ihm hindurchgehst, hinaus oder hinein, in das, wo er dich hinein oder hinaus führen möchte. Weil er sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht und ausgeht, wird saftig grüne Weiden finden. Es ist beides, reingehen und rausgehen. Und er möchte heute, dass du nicht nur die Worte hörst, sondern dass du ein Bild bekommst, das du in deinem Alltag anwenden kannst, wo du das Gefühl wiederfindest in deinem Alltag. Vielleicht betrifft es eine Situation an deinem Arbeitsumfeld, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern, wo auch immer, damit du das Zepter nehmen kannst und sagen, Jesus, mit dir, das ist die Antwort, die ich darauf gebe. Nimm das Bild mit, egal wo du stecken geblieben bist. Ich habe
mehrere Tage gebraucht. Schau mal, dieses Bild habe ich gesehen. Ich habe es in Erinnerung gehabt. Ich war extrem überrascht, dass das Bild so aussah, weil in meiner Erinnerung war die Türe ganz klein. Dann habe ich gedacht, oh, das sieht schon mal anders aus. Aber ich habe Angst, durch diese Türe zu gehen. Keine Ahnung warum. Spielt keine Rolle. Ich komme mit Jesus ins Gespräch und sage, warum habe ich Angst? Was könnte dahinter sein? Und er ist an meiner Seite. Und du gehst mit ihm an deiner Seite, bis du ihn siehst. Ich musste Tage warten, bis ich realisiert habe, er steht ja neben mir. Ich muss keine Angst haben, egal was dahinter kommt. Nimm diesen Gedanken mit, wenn wir jetzt in die Worship-Zeit nochmal mit 2 Liedern eintauchen. Es sind Lieder und Texte, das sind Antworten auf das. Und du kannst es schon prophetisch aussprechen über deinem Leben. Aufzustehen, dann Gott eine Antwort zu geben. Halleluja, Halleluja, for the Lord God Almighty reigns.
Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.